Leivelü, herzlich willkommen. Normalerweise liest wir in die Stadtbürgerie Münster unser Viertelstündchen platt. Das Jahr ist aber alles anders und wir dürftet nicht. Darum seid ihr uns digital. Wahrhaftig, es sind unwiese Tiden. Ja, unwiese Tiden, Leivelü, es die unwiese Corona-Tid Anfang. Doch haft dat ja viele Theken, dat wir stiergensietig wiesen heft, wie hört Binene, wie kiekt uppnanne, wie helpt us. Et wurden Herzges in die Fenster stellt, et wurden Bälle malt, et wurden Regenbogens uphangen und so wieder. Ein Theken dafür würden auch die Glocken, die abends immer Lut hebt. Dat gaf uns viel Trost und Tovertrauen, mog Freude. Dat Glocken aber auch für wat anderes brucht werden könnt, dat weet je nu gewor in Vertelsen von Augustin Wibbels und die feldgraue Tiet. Ja, dat was ne unwiese Tiet, Kriegstiet, 1914 bis 18. Glockenabscheit. Ob Maria Himmelfahrtsdach 1917 nahmen die Glocken Abscheid von Biesterlau. Nicht nach Rom zu fliegen, es sie jedes Jahr für Ostern tun sollen. Nee, sondern in den Krieg zu trecken. Nicht alle. 2 gingen und 2 blieben drüben. Die Moderglock was all alt, sie bruckete nicht weg. Es was ne Marienglock von 1413. Hurz, Welt und Tiet, reibt der Köster. Dann ist die Glocke ja für kurten 500 Jahre alt worden. Die hätt all viel belebt in unsere Gemeinde. Dat hätt sie, sagt die Kaplan. Die drüf wie beholen. Nu lot es nur die anderen kicken. Sünte Pankratius was von 1820, Sünte Margreit von 1847. Die mötet beide weg, sagt der Kaplan. Da blieb nix anderes über. Nu willt wir es sein, wat dat kleine Antönken sech. Dat kleine Antönken sagt nix. Wenigstens nix von sin Namen und von sin Oller. Aber sin Rand, da stand, in principio erat verbum. Mit graute latinsche Buchstaben, so recht altmödig. Und dann stand in der Mitte ob die eine Seite A und auf der anderen Seite O mit griechischen Buchstaben. Das ist der älteste von alle Vers, sagt der Kaplan. Die allerältesten Glocken nämlich heft keine Jahreszahl und ich sind übertücht, dass Biesterlau mit düt Glöcksken den Anfang gemacht hätt. Der olle Herr Pastor was ganz bedröft. Maria Himmelfahrtsdach stehe ich auf dem Prägestuhl und mog bekannt, dass die beiden mittleren Glocken aufgeben werden müssen. In Nautfall dänst du Don fürt Vaterland. Nachmittags, noch die Andacht, sollen alle Glocken zum letzten Mal ne Stunde Lut werden und Montag sollen sie eine Runde von Torn. Die Stimme brack es sie zach und es war ganz still in die Kirche. Achternacht satt die olle Herr Röhm dort zu seminären. Nu halt so aus die Glocken weg. Dat Vierdagslüden ist ut. Die Daudenglocken beholt wie. Klagen können wir noch. Es ist besser, als wenn wir ganz stumm ziehen müssen. Dann gleich ich brück wie dat Hirt. Dat Klagen ist noch nicht zu Ende. All die Hurden leiven Menschen, die jungen, gesunden, starken Menschen, die so mitten in Leben stehen. Die Kirche wird sonntags immer schwetter von Luther Truhe. Den einen hab ich dort, den anderen inziehend für das Altar. Alle hab ich sie kannt, alle hab ich sie gern hat. Sie werden ja alle meine leiven Kinder. Nun lutten die Glockenton Abscheid. Und die graute Moderglock, das war nun mal ihr Name, fang an mit deipe Stimm. Et is so weit, schwore Tiet, möt nu weg in Krieg und Stried. Heft doch sungen heiligen Sang, heft doch klungen Gott Lob und Dank, morgens froh und wach, hell herin in den sonnigen Dach, dat die von Schergen Öhre flaut, bis in letzte Abend traut.
sollt nu brengen naut und daut, naut und daut. Sünte Pankratius voll in mit vollen Klang und Sünte Makreit mit hellen Sang und dat kleine Antönken sprang und dansete mit lichte Kindervötges die 3 herum. Nu würden sie alle te Gange und die ganze Luft fängt an zu singen und zu klingen, up und dal es ne brusende See, über die Hüse weg, über die Beime weg, wied über die Kämpe hin und hauch in den Himmel herab. Die Mannslü neimen die Kippe af und die Frauli voll in die Hände. Die olle Herr in paar Straten kommt sachte hier gelängs und beerde dat Te Deum. Die Glocken von Biesterlau singen, Herrgott in Himmelburben, ob dienen Hauben Thron, die Engel und Hildigen sollt die loben, du trägst allein die Kron. Herrgott, nu kiek herunter ob diene arme Welt, se mott versupen in Blut, die Flot stich Hauch, nu do doch ein Wunder, wenn ziehen mott, do doch ein Wunder für die unglückliche Welt. Noch ein deiten Schlag, noch ein paar helle Töne, dann war's still. Men dann kam noch einmal die Deibe Stemm von der Modeglocke durch das Dunkel. Es waren so Rutkorn wohl in die Nacht und söken. Nu mott die Klagen stehen und behen, an allen Tagen allein. Wie fair hängen so schön bineen. 2 Kinder hängen, nu bliff men een. Ich hol die Wacht, wann ist die Nacht, Herrgott, vorbei? O Morgengraut stieg übern Hagen und lot et Dagen und mag us frie van Naut und Daut. Wann ist die Nacht, wann ist die Schlacht der Diene Macht, Herrgott, vorbei? Die Lüde satten still für ihre Hustüren und Krähen. Und olle Tante Minna meinte, es ist aber doch trurig, dass dat wiggete Wirks zu Mord und Dautschlag brucht werden soll. Wie blieft bi Augustin Wibbelt und bi de Feldgraue Tiet? Ab damals haft viele Verschwörungstheorien, da kommt Spione. Wille Vertelskes höngen dort Land und neimen ihren Weg auch noch Biesterlau. Wenn man die Halbschkeit kleiben will, dann muss man annehmen, dass ungefähr in jedem Dorf ein Vaterlandsverräter und in jedem Busch ein Spion set. Die richtige Kell für solche Geschichten was Peter Sierp. Und in Dorf fand hier 4 Torhörers. Mester Hermken und Magister Strumann können denn nicht hirgen obkommen, wenn sie auch ihr Beste deien. In zücke wilden Tiden hätte Unverstand schröttere Kraft es dir Verstand. In Münster heft sie Kisten 10 Spione Dautschorten und in Lorum heft sie 2 Uphangen, fängt Peter Sierp wir an. In Holdrup heft sie auch all einen Packet, der hatte die ganze Tasche voll Dünne mit und wollte den Bahnhof in die Luft fliegen loten. Und in Köln liegt die Kraute Dom in Schutt und Grott. In Lorum, sag Mester Hermken, sind ich von morgen nach West. Und dat is gelogen von die Spione. Sie heft nicht essen Chalgen. Wenn ein Auto dort Dorp kam, dann reibten die Blagen, ein Spion, ein Spion! Und den Landrat Söfs wird emol boll an den Kragen korn. Sie schmieden im Back stehen und Emmes fürt Auto und he kon von Glücken sägen, dat he mit hele Hut davonkommen was. He spürtete von Gift und et gaf ne graute Untersökung. Ol Fink muss sich die Hackenboll aflaupen, es Polizei. Und Schulte Wierup muss sich die Finger krumm schrieben, es Orts verstehe. Die Pastor bracht die Sack ob'n Priechstuhl für. Und Fink las no de Hummes an Torn ein Publikandum. Die Bevölkerung wird gewarnt vor wilden Gerüchten von Hochverrat und Gräueltaten und zur Ruhe ermahnt. Man möge ein wachsames Auge haben auf verdächtige Personen, die sich im Lande herumtreiben und solche der Polizei zuführen, aber man hüte sich vor Unbesonnenheit. So, nu heft je tot, nu richt du denn noch. Wenn ein Spion süd, dann mott mi fortropen, dat ich die Personalien feststellen und das Weitere veranlassen kann. Und wenn ein Spion fängt, wat kein Spion is, de kümmt in Lock, dat merket ju. Et heut nicht viel.
Etwas, es wenn die Lüde in Feber hätten, der eine hatte düt sein und hort, der andere dat. Wenn ne olle Derschmaschine brummende, dann reiben die Blagen, ein Zeppelin, ein Flieger. Wo ist he? Da! Dumme Jung, das ist ja ne Krei! Einmal kloff Polizei deiner Fink söfst, dat he ein Spionbiet Schlafitken hätte. He hätten funden echte ne Hirge, wo die Rugge kälzigen Fürkenbott hatte und ein paar Kartoffelnbrode in die hete Aschke. Dat Brotkartoffeln in besondere Antheken von Spionage wären, wohl die Polizei söfst nicht recht inlöchten. Aber die Kerl kon hakin Dütsch est scheen und sorg so rusk ut, dat doch genügende Verdachtsmomente vorhanden wären. He poxig sie'n Russen mit Nackenfell und schlurde in Spritzenhüsken. Auch die Geruchsverhältnisse, sag Fink nachher to den Ortsvorsteher, wären so mehr von Ruschke Art und von Papiere hätte ich keine Fluse, kein Pass, nix. Na, sagt die olle Schulte bedächtig, hast du denn altit so wat in die Taschke, wenn du es über Land heiß? Ich leif, dat Ding ist wild. Herr Ortsvorsteher, sagt die Polizei stramm, Irren ist menschlich, aber mi döcht, döt is ein Echten. Wenn ich auch süß von all die Küherei nix leif, dann sech mi doch in düssen Fall min polizeiliches Gefühl, dat he echt is. Medewil wörn se biet Spritzenhüsken ankommen. Die Schulte mog die Dörr resolut los und dat volle Tageslicht voll ob den Ruggen verwillerten Mann, weil mit ängstliche Augen und ziehen Krisen flusigen Borter Hutcake. Hut da us bi! Die Schulte voll Binau ob'n Puckel. Dat is ja Welkums Schreiper, den Mann kenn ich, der döt keine Fleige wat to lädt. Mit Spion ist dat wohl nix, Fink. Schlut dat Spritzenhüsken, men wir to. Men Besselings Moder hatte, es se meinde, wirklich einen Spion packet und hatte ob ihre Art Ding festmaket. Die Sag lach so. Besselings Moder satt mit den Norberschke echten Zöten. Komm, Katrin, trink die noch einen. Ob ein Bein kann man nicht storn. Sie kaut sich söfst auch noch einen in und schaff sich an Prollen, wat Bernhards all für Heldentaten vollbracht hätte. Doch hangt dat ob einmal Buten ob die Straute, fut, ein gewöllig Spektakel. Ein Spion, reit Besselings Moder, dat is circa ein Spion. Sie sprang ob, sie schnappete sich in Bessem und susete die Dörrerhut. Mensch, dat is ihr Vater mit die Kreissage, schreppete die Norberschke, aber sie moch schreien, wat sie will. Besselings Moder was in Schwung. Sie blieb mit der Kledaschk an die Dörenklink hangen. Ratschk! Sprang ob der Straut, den Bessenstiel verruht und stack im Tversdör dat Motorrad, wat verbiesusen wohl, gerade es wenn sie de Hilge Georg wär und mit de Peik ob'n Draken losrönk. Alles stolter bolterte. Dat Rad, de Kerl, der da rupsat, Besselings Moder und die Bessen. Alles honkt de Nähen. Es wenn sie wannemüllt würden. Und es die Stoff sich vertrocken hatte, da lach an die eine Sied in Chassé-Graben, Besselings Moder und stürnde. Und an die andere Sied lach der Mann und flöpte. Dat Rad und die Bessem lägen to Haupt mitten ob die Straut und zögen nix, ob schonst sie beide helschke Knicke behnt uzögen. Die Norberschke satt sich vor Luther Schreck erst die Pulver in Mund und Drankenkluck. Dann kam sie auch herut und reibt noch einmal. Et is wirklich Vater mit de Kreissage. Dat was die Doktor von Lurum. Weil mit ziehen Motorrad und ziehen langen Bord, der einen ganzen Kreis Lurum susete und davon den Nornamen kriegen hatte. Etwas ein Glück, dat et noch so hurt aflaupen was. Besselings Moder hatte allerdings 2 Tieren verloren, hatte damit aber nicht viel Schaden, nur man ihre Schönheit. Und Vater mit der Kreissage hatte einen krauten Schramm, twers über die Nerse und rief sich sin Kriemelbürtken. Men hier wohl Besselings Moder an Kragen und die Norberschke muss sich der Tischken schmieden, ne Mordtat zu verhindern. Dann schleppete he sine fluglahme Kreissage noch Hahnemanns und verlangete, dass die Polizei ob die Stelle die Obrigkeit halen soll. Will des Besselings Moder in Hus hümpelte, wo die Norberschke er und sich selbst mit ihren eigenen Obgesetzten traktierte.